Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. So, ich habe das eigentlich schon mal aufgenommen, aber noch eine Minute Aufnahme war hier alles hinüber. Das scheint ja wohl hier der Beuteraum von den kleinen Goblins zu sein. Ja, wie gesagt, ich habe hier schon mal alles aufgenommen. Aber noch eine Minute, nachdem ich den Raum hier durchsucht habe und hoch zu dem Minecrawler gehen wollte, hat sich das Spiel auf grandiose Weise in einem übelsten Selbstmord, den man nur begehen kann, mit langem Erstickungstod erhängt. Und dann ging gar nichts mehr. Deswegen werde ich den Minecrawler-Bereich hier verlassen. Es ging sogar so weit, dass ich dann noch mein Aufnahmeprogramm OBS wieder neu einrichten musste und nochmal Probedurchlauf starten musst, um zu gucken, ob Gothic 2 überhaupt noch weiter sich aufnehmen lässt. Das hieß, die Szene lösche aus OBS und eine neue wieder erstelle, die genauso aufgebaut war wie das alte. Das war großartig, das hat mich jetzt auch nochmal eine Viertelstunde gekostet, deswegen, ich glaube, die Minecrawler und der Stehhaufe, der mal ein Golem war, da aber, sind das nicht unbedingt wert, dass ich mir den Stress noch einmal gebe. So, okay, die Ausgräber hier scheinen gern mal einer durchzuziehen und bunkern noch einen Trank unterm Bett. Wolfsfälle nehmen wir uns auch mit. Und dann wird erstmal Fleisch gebroten. So, das eklige Salmonelle-Fleisch schleppen wir eh schon viel zu lang mit uns rum. Meine Herren, also das war jetzt mal wieder wunderschöner Beweis, wie alt und kompliziert Gothic 2 als Programm eigentlich ist. Aber wir ziehen es ja trotzdem durch, weil das Spiel trotz allem geil ist. Egal wie verbuggt und egal wie alt es ist und trotz Fix-Patch ist es immer noch verbuggt. Das ist das ganz, ganz großartige Lotra. Aber die Community liebt Gothic 2. Zu Recht, weil es ein geiles Spiel ist. Aber solche Sachen, die machen ihm dann wieder klar, warum er das eigentlich nicht spielen sollte. Ne, wie gesagt, es macht einfach riesig Spaß, es zu spielen. Aber es gibt dann diese Momente, wo es sich dann wirklich so aufhängt, wo man denkt, warum gebe ich mir den Scheiß eigentlich? So, wir stehen sowieso auch kurz vorm neuen Level, deswegen sollte man hier vielleicht auch nochmal die Warane killen. Wir brauchen nur noch ca. 1000 Erfahrungspunkte bis zum nächsten Level. Deswegen, wir nehmen natürlich wieder mit an Erfahrungspunkte, was wir kriegen können. Auch wenn diese Scheißviecher sich hier sehr schwer töten lassen. Nichtsdestotrotz, ich habe jetzt die Ritterrüstung. Das geht auch ziemlich gut mit der Ritterrüstung. Nichtsdestotrotz sind es verdammt zähe Biester. Ja, ich wollte mich da wie gesagt mit einem Minecrawler anlegen. Da habe ich die Musik, die Kampfmusik jetzt am laufenden Band gehört und das Bild war weg. Und dann kam noch so eine Absturznachricht. Und es lief die ganze Zeit trotzdem weiter dieses mit dieser Panflöte da im Hintergrund, was besonders viel Spaß gemacht hat, zumal das Programm Gothic 2 abgestürzt ist und nämlich do war, aber die Musik trotzdem weiter lief. Da hat es nämlich starten lassen, das Spiel, da musste ich einen Neustart machen. Ach ja, das sind so Sachen, die bringen mich dazu, dass sogar mein Schamhoher grau werden. Meine Fresse. Ätzend, ätzend. Aber so ist es halt. Das ist halt das. Dann petze ich mir erstmal wieder so einen Stachel rein. Und dann gehen wir mal zur Ausgrabung runter. So, bin ich mal gespannt, welcher Grabungstechniker hier Sage hat. Das ist auch eine Berufsgruppe, die leider etwas unterschätzt ist. Ausgrabungen bringt man immer mit Archäologe in Verbindung, aber eigentlich sind es eher die Grabungstechniker, die die Leitung verorten. Das ist leider etwas stark unterschätzte Berufsgruppe, die sehr viel leistet und ziemlich gut ist und von der man verdammt viel lernen kann. Deswegen unterschätzt niemals einen Grabungstechniker. Das sind sehr wertvolle Leute für Ausgrabungen. Gerade die, die viel Erfahrung haben im Beruf. So, dann gehen wir mal hier weiter. Ups. Erdbeben Ahoi. So, Ratili und Batili. So. Herr auf, du Retteler. So. Hier sieht es aber ziemlich duster aus. Deswegen würde ich mal sagen, wir holen mal ein bisschen heiliges Licht dazu. So. Ja, das ist fast so gut wie eine Fackel. Ich meine, ich sehe alles. Dazu bin ich auch noch heilig wie Zau, wenn das Ding da über mir rumfliegt. So. Schöne Wandmalerei sind hier außerdem auch noch.
für ein Thumbnail zu generieren, ist es natürlich denkbar scheiße, so ein heiliges Licht über mir zu haben. Ah ja, das Rattefleisch habe ich schon geflattert, natürlich. Ich meine, Ratte frisst da, aber Warane frisst da nicht. Naja. So, da ist noch eine. So. Ja, nur noch circa, was ist das? Circa nur noch 470 Erfahrungspunkte, dann ist es soweit. Und hier ist noch ein Steinwächter. Steintafel der Lebensenergie und alte Münze. Also wenn ich schon die Gelegenheit habe, hier die alte Spruch für 10 Lernpunkte oder was zu lernen, würde ich es eigentlich sogar jetzt schon in Angriff nehmen. Dann tut's mal leid, dann müssen die Stärketränke ein bisschen warten. Aber es ist mir eigentlich schon wichtig, weil dieser Spruch, die bietet uns halt durch die Stelltafel enorm viele Verbesserungen. So, die Wassermagier scheinen am Anfang hier wirklich nur die Stellwächter platt gemacht zu haben. Die Stelltafel sage ich, das ganze Viehzeugs, was nach dem kam, scheinen sie nicht niedergemacht zu haben, wie hier. Goblin-Skelett, das kann man ja mal übersehen, dass so ein paar Untote hier rumlungern, ne? Ey, jetzt hört's aber auf, ihr kleine Wichter. Dämliches Wichtelmännel. Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? So. Das sind so noch 2 von deiner Mistviecher. So. Neues Level Ahoi. So, du. Kleiner Wiester. Gewitterputze. Komm her, du. So. Gut. Ja, die haben mich doch wieder ordentlich malträtiert, die Viecher. So, dann wird's wieder Zeit für so einen Stachel, oder? Falls die überhaupt noch wirken bei mir, die Dinger. Hab mittlerweile schon ordentlich von den Dinger gespeist. So, dann sollten wir hier auf jeden Fall nochmal einen Speicherpunkt anlegen. So. Und dann gucken wir uns mal hier nochmal genau um. Mich irritiert das Licht ein bisschen, selber ein bisschen, muss ich sagen. Aber sonst sieht man ja auch wieder nichts. Viel zu duster. So. Eigentlich müssten die Wassermagier dann ach Bescheid stoßen von wegen, ja, du hast uns hier das Ornament gebracht, vielen, vielen herzlichen. Und hier ist außerdem noch so ein geiler Teleporter. Und ja, ab jetzt hast du tolle Quest für uns. Du musst mehr von deinen Ornamente bei der Steinkreise einsammeln. Die findest du do und do. Und dann machen wir und bekämpfen die Stäbwächter. Also so viel zu deiner Quest, die mir die Wassermagier dann geben. Da haben wir auch schon der erste von deiner heilige Klotzköpf. Ich glaube, das ist sogar Saturas selber. Ob der uns sehen will. Ich weiß es ja nicht. Na, egal, wir müssen so oder so mit dem Sprecher. Und außerdem haben wir hier noch jede Menge Gebiet, was wir uns noch angucken können. So, weil Saturas, wie gesagt, das letzte Mal, als man gesehen haben, hat er stark, so ein Opferaltar, hat er stark schnaufend da gestanden und hat, ja, uns ziemlich gemein und wütend angeguckt, als wir der ganze Erzhaufe vom neuen Lager aufgesaugt haben, um dort mit Uriziel wieder aufzuladen. Naja, mal gucken, was er jetzt sagt. Wiedersehen macht Freude. Bist du denn von Sinnen? Mach, dass du hier rauskommst. In diesen Gewölben ist es zu gefährlich für möchtegern Abenteurer. Aber sag mal, kenne ich dich nicht? Natürlich, du Mistkerl. Glaube ja nicht, dass ich vergessen habe, wie du uns betrogen hast, damals, im neuen Lager. Ja. Das ist sogar nochmal die Originalsequenz. Sehr geil. Ah, wenigstens funktionieren die Sequenzen bei Gothic 2, muss ich sagen. Ja. Das sehen wir zum Schluss dann nochmal, wie Saturas so schnaufend auf dem Gitter steht und runterguckt. Total fassungslos, der arme Kerl.
Du hast unserem Erzhaufen alle magische Macht entzogen und dann bist du einfach verschwunden. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? So, so. Es war notwendig. Ohne die Macht des Erzes hätte ich den Schläfer niemals besiegen können. Was ist das für ein Gefasel? Schläfer? Besiegt? Hast du eigentlich die leiseste Ahnung, was du da getan hast? Du hast das Gefüge der Magie derart durcheinander gebracht, dass es bis nach Korinis zu hören war. Du kannst von Glück sagen, dass die Barriere eines Tages einfach in sich zusammengefallen ist. Ja, sehr Worüber beschwerst du magisch dich dann? Hat und doch alles gut theoretisch geklappt. und Deine wissenschaftlich. Zunge. Einfach Was so zum zusammengestürzt. Henker willst du hier überhaupt? Ja, ich habe mir gedacht, wenn ich Wurschzupf finde, dann hier in der antike Ruine, ne? Hier. Ich habe euer Ornament mitgebracht. Was in aller Welt soll das bedeuten? Jetzt komm mal wieder runter. Ich habe es dir gebracht, das wolltest du doch, oder? Schon. Aber es beunruhigt mich, dass du schon wieder deine Finger im Spiel hast. Warum machst du so ein Theater um die alte Geschichte mit dem Erzhaufen? Immerhin habe ich schon damals für dich gearbeitet. Hast du dich da etwa nicht auf mich verlassen können? Und was hat es mir schlussendlich eingebracht? Denk ja nicht, dass ich dir traue. Ach, Idiot. Okay, dann, hier, hallo. Ich gehöre jetzt zum Ring des Wassers. Wie ich sehe, trägst du unser geheimes Erkennungszeichen, den Aquamarinring. Und ich erkenne in deinen Augen, dass du die Wahrheit sagst. Ist gut. Ich werde deine Aufnahme in unsere Reihen akzeptieren. Aber bedenke, dass es auch mit einer großen Verantwortung verbunden ist. Ah, jo. Und ich will für dich hoffen, dass du ihr auch gerecht wirst. Immer doch. Wenn, dann bin ich hier der Beste von dem ganzen Lader. Ups, jetzt bin ich ein bisschen auf der Tastatur abgerutscht. So. Warum ist euch dieses Ornament so wichtig? Es ist der Schlüssel zu einem Portal. Mehr Aber- werde ich dir dazu nicht sagen. Aber, noch Was machst du hier unten? Diese Hallen beherbergen alte Geheimnisse, rätselhafte Geheimnisse. Die Inschriften und Wandmalereien lassen auf eine sehr alte Kultur schließen. Alles, was du hier sehen kannst, ist in einer uns gänzlich unbekannten Sprache geschrieben. Cool. Wir fangen gerade erst an, sie zu lernen und ihren Sinn zu erfassen. So. Da Mehr du kann dir ich nämlich ohnehin sagen. nicht nehmen lassen wirst, auch die anderen Magier von ihrer Arbeit abzuhalten, kannst du einem von ihnen auch eine Nachricht von mir überbringen. Okay. Sag Riordian, dass ich ihn hier bei mir zu sehen wünsche. Er Ah, hält ja. sich im hinteren Bereich des Gewölbes auf. Du wirst ihn schon finden. Riordian war der Alchemist im neue Lager. Ablösung für Vatras, da haben wir bestimmt noch hier die Wassermagier mit dabei, oder? Bla bla bla. Steintafeln, die Vermissten. Na, wo habe ich denn jetzt noch einen neuen Eintrag gekriegt? Riordian, Saturas will, bla bla bla. Alles klar. Gut, da habe ich aber wenigstens schon mal der härteste Brocke gleich hinter mich gebracht, indem ich mit Saturas gesprochen habe. Weil, wie gesagt, der war nicht so sehr begeistert von mir, was ich da gemacht habe. Ich glaube, die anderen Wassermagier, die im neuen Lager noch mit dabei waren, wären ähnlich nicht erfreut sei, mich zu sehen. Aber bestimmt nicht so arg wie Saturas erzürnt war, mich zu sehen. Und außerdem, wie gesagt, sehr magisch, sehr wissenschaftlich zu sagen, kann ich froh sein, dass die Barriere irgendwann mal von sich aus einfach so zusammengestürzt ist. Ja, sehr wissenschaftlich das ganze Argang und noch du. 20 Jahre dort drin, ne? Was machst du da? Ich erforsche die Kultur des alten Volkes. Aus den Inschriften geht hervor, dass sie lange vor unserer Zeit lebten. Ich weiß noch nicht genau, wann sie diese Hallen errichtet haben, aber ihre Zivilisation war weit entwickelt. Jo. Sie haben jenseits der Berge eine Stadt errichtet und einen Tempel für Adanos. So. Dann, hier. Wie alt schätzt du den Bau hier? Nun, ich kann nichts Genaues sagen, aber er muss schon mehrere hundert Jahre alt sein. Ja, das sind alles tolle Vermutungen, die man auch überhaupt nicht aus dem Offensichtlichen rauslesen kann. Dafür muss man natürlich schon studierter Wassermagier und Archäologe sein. Eine verlorene Stadt auf der Insel von Korinis? Ja, bisher haben wir in dem Glauben gelebt, die ganze Insel zu kennen. Wir sind davon ausgegangen, der komplette Nordosten der Insel wäre ein gewaltiges Bergmassiv. Doch wir haben uns geirrt. Ja. Hinter diesen Bergen liegt ein Tal. Dort befand sich die Stadt des alten Volkes. Nur zu gerne würde ich die Bauwerke der Stadt sehen, aber wahrscheinlich sind sie längst zu Staub zerfallen. Ja, schauen wir mal. Sieht ja bisher alles gut konserviert aus. Saturas wünscht dich zu sehen. Ist er mit seinen Nachforschungen schon weitergekommen? Dann werde ich sofort zu ihm gehen.
Wenn du mehr über diese Anlagen erfahren willst, sprich mit Nefarius. Er befindet sich weiter hinten in diesen Gewölben. Okay, der ist mal ziemlich freundlich zu uns. Riordan hat uns auch immer im neuen Lager gut versorgt mit Tränke. Das war eigentlich auch ein recht sympathischer Wassermagier. Gut, dass der immer noch auf unserer Seite steht und immer noch freundlich zu uns ist. Das gefällt mir. So, dann... Manometer ist das Dusch da hier und das, obwohl es 14:38 Uhr ist. Das ist aber nicht so schön. So, hier sind wieder ein paar mehr Fackeln. Und... reizend sieht es hier aus. Vielleicht sollte ich hier auch nochmal speichern. Man weiß ja als nie, wo sich das Spiel als mal ganz gern aufhängt. Deswegen gehen wir mal hier rein und ich glaube, da liegt noch eine alte Steintafel. Sehr schön. Dann dürften wir jetzt in den Portalraum allmählich. Ach, guck mal. Genau, hier ist der Portalraum. Da stehen auch die ganze Magier rum. Kronos, das war der Wächter des Erzes. Merdarion, weiß ich gar nicht mehr, was das für einer war. Myxia, das war, glaube ich, der bei der Bibliothek war. Oder in einer Hütte in der Nähe von der Bibliothek, ich bin mir nicht mehr so sicher. Merdarion könnte der sein, der immer rumgehampelt ist und immer so Experimente gemacht hat und in der Luft rumgeflogen ist. Bin ich aber auch nicht mehr so sicher, ob der das war. Egal, auf jeden Fall haben wir hier Alchemietisch. Wir können mit einer ganzen Marke hier schwätzen. Nefarius. So, mein lieber Freund. Hier. Ich habe einen Teil des Ornaments mitgebracht. Ja? Ja, das ist großartig. Hast du eine Ahnung, wo die anderen Teile sind? Den alten Inschriften nach wurde es in 4 Teile zerbrochen. Ah, das geht wahrscheinlich unter das Portal, ne? Genau, die Wassermagier haben ein Portal gefunden, das in einen unerforschten Teil von Khorinis führen soll. Nefarius will mit Hilfe eines Ornamentringes den Mechanismus des Portals aktivieren. Dazu fehlen ihm noch 3 Fragmente des Ornamentringes. Ich soll sie ihm beschaffen. Er gab mir eine Karte, in der die Stellen markiert sind, wo ich nach Ornamentfragmenten suchen soll. Super. Und es sieht so aus, als könnten sich die Teile immer noch auf der Insel befinden. So. Ich habe mit Merdarions Hilfe einige der Inschriften übersetzt. Dort finden sich Hinweise darauf, wo die verbliebenen Stücke sind. Hier, auf dieser Karte habe ich einige Stellen markiert. Sieh dich dort um. Du solltest auf alte Bauwerke achten. Vielleicht sind sie schon etwas verfallen und nicht mehr klar erkennbar. Es könnte alles Mögliche sein. Ein großer Findling, ein Steinkreis, ein Mausoleum oder ähnliches. Schauen wir mal. Rede ich? Du wirst es schon finden. Viel Erfolg. Dankeschön. Dann... Aus welchem Grund wurde das Ornament zerbrochen? Wer auch immer das getan hat, wollte verhindern, dass das Portal jemals wieder geöffnet wird. Je länger ich auf die Inschriften starre, desto mehr erkenne ich, dass die Priester der alten Kultur wahrlich keine Dummköpfe waren. Es gab einen guten Grund, dass sie die Region dahinter unzugänglich gemacht haben. Wir wissen nicht, was uns dort erwarten wird. Aber sicherlich ist es nichts Gutes. Ja. Wir wissen, dass es gefährlich ist, aber wir wollen auf jeden Fall mal hin, ne? Und die Leute, die sowas erbaut haben, das waren natürlich die allergrößte Dummköpfe, ist so Wie klar. sieht's aus? Was machst du denn hier? Das ist ja eine Überraschung. Ich dachte, man hätte dich getötet. Beinahe. Es gab einen riesen Wirbel um dich, weißt du das? Ich habe Saturas kaum wiedererkannt. So außer sich war er wegen der Sache damals. Oh Mann. Okay, dann froh ich einfach nochmal. Was ist das für ein Portal? Wir vermuten, dass es in das verlorene Tal führt, in dem die alte Kultur ihre Stadt gehabt haben muss. Aber der Stein hinter dem Portal besteht aus meterdickem, massiven Fels. Auch gibt es keine Anzeichen für Teleportationsmagie. Sehr mysteriös. So. Okay, hier? Weißt du schon, wie man es aktiviert? Eins der fehlenden Ornamente scheint eine Art magischer Schlüssel zu sein. Wir werden es brauchen, um weiterzukommen. Ja, wir Es werden muss es genau in die brauchen. ringförmige Vertiefung neben dem Portal passen. Die rollen alle das R wie Sau. Das ist echt heftig. Ich glaube, von dem kann ich die Spruch lernen, weil da steht auch so Schäfer der Tafel. Na? Alles klar? Ganz schön mutig von dir, hier einfach so reinzuspazieren. Na? Was machst du hier? Ich studiere die Sprache der Erbauer. Sehr schön. Die Sprache ist der Schlüssel zum Verständnis des alten Volkes. Jeder von uns muss sie erlernen. Sonst wäre diese Expedition beendet, bevor sie überhaupt angefangen hat. Na dann. Die Erbauer haben Steintafeln benutzt, um ihr Wissen weiterzugeben.
Leider sind viele davon zerbrochen oder wurden schon vor langer Zeit gestohlen. Ja, genau. Kannst du mir das Lesen der fremden Sprache beibringen? Tja, warum eigentlich nicht? Ich gebe gerne mein Wissen an dich weiter. Gut, dann. Lehre mich die fremde Sprache. Fangen wir erst einmal einfach an. Ich kann dich zu Anfang die Sprache der Bauern lehren. Texte, die in der Sprache der Bauern geschrieben sind, handeln in der Regel von weltlichen Belangen wie Arbeit, Liebe oder die Beschaffung von Lebensmitteln. Es war die gemeine Sprache der Stadt. Die meisten Texte, die man hier findet, wirst du damit verstehen können. Stimmt, das sind die Einser, genau, das sind die auf Stufe 1. Okay, dann lernen wir Geh die hin mal. und erprobe dein neues Wissen. Du wirst sehen, dass die Schriften der Erbauer nicht länger ein unlösbares Rätsel für dich sind. Dann, Lehre mich die fremde Sprache. Die Sprache der Bauern kennst du ja bereits. Die Sprache der Krieger ist schon etwas schwieriger. Texte, die in der Sprache der Krieger geschrieben wurden, handeln meistens von Waffen und dem Krieg. jo, Du wirst einige für dich nützliche Dinge dort erfahren. dann lerne ich das auch noch. Geh hin und erprobe dein neues Wissen. Ja, das ist wieder dasselbe Blabla. Was steht denn so auf diesen Steintafeln? Habe ich hier noch Steintafeln? Ah ja, die Steintafeln enthalten das Wissen des alten Volkes der Erbauer. Manche von ihnen erhöhen auf magische Weise das Wissen über den Kampf und Magie, doch dafür muss man sie lesen können. Sie erhalten das gesammelte Wissen des alten Volkes. Manche von ihnen erhöhen auf magische Weise das Wissen über Kampf und Magie. Für jemanden, der die Tafeln lesen kann, sind sie ein wahrer Schatz. Okay, dann muss ich gerade Lehre mal mich gucken. die Ich glaube, das fremde kostet dann Sprache. 20. Die hohe Sprache der Priester ist wahrhaftig sehr schwer zu verstehen. Aber ich kann sie dir gerne zeigen. In der Sprache der Priester sind vor allem heilige Schriften verfasst, die die Geschichte und Magie der Erbauer erklären. Jeder dieser Texte ist eine wahre Kostbarkeit, wenn man ihren Sinn versteht. Ja, das kostet dann 1520. Okay, sehr, sehr schön. Na gut, dann muss das halt ein bisschen warten mit dem Stärketrank Brauer, aber das kommt auf jeden Fall auch noch. So, jetzt schauen wir doch mal. Steintafel des Bogenschützen 1. Diese Steintafel umgibt eine magische Aura. Verbessert Treffen mit Bogen plus 2. Das Armbrustschützen. Treffen mit Armbrust plus 2. Lebensenergie. 6 Stück habe ich dort davor. 5, 10, 15, 20, 25 und 30. So. Dann Lebensenergie plus 2. Normal. Da sind wir bei 40. Und sind wir bei 50 insgesamt. Das kann ich nicht lesen. Jo. Nein, dann hat er jetzt verschwendet. Verdammte Scheiße. Mist, sorry. Das habe ich jetzt echt verschwendet. Scheiße. Egal. Dann Magie. Mana plus 2. Plus 4. Plus 6. Plus 10 insgesamt, weil das gibt Mana plus 4. Steintafel der Magie plus 3, lassen wir erstmal sei. Dann haben wir hier noch des Einhandkampfes auf erster Stufe. Einhand plus 2, plus 4. Stärke 1. Bauerntafel. Plus 2 Stärke. Zweihandkampf. Stufe 1. Zweihandwaffe plus 2. Und Zweihandwaffe plus 4. Insgesamt plus 6. Sehr nützlich. Sehr, sehr nützlich. Gut, jetzt habe ich noch die in der Priesterspruch bei mir. Dann habe ich jetzt ordentlich was abgerahmt, würde ich sagen, ne? Ja, unser Stärke ist bei 45, unsere Einhandwaffe ist bei 39, Bogen und Armbrust sind bei 12% und Zweihänder sind wir schon bei 16%. Das sieht doch soweit sehr gut aus. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Mindestens. So, dann das sind wir 8000 von dem Level entfernt. Na gut, wie sieht's Bei der bei dir Arbeit? aus? Diese Gewölbe sind mir ein einziges Rätsel. Unvorstellbar, dass sie bisher noch niemandem aufgefallen sind. Wir konnten den Eingang mühelos freilegen. Die Menschen sind so sehr mit ihrem täglichen Einerlei beschäftigt, dass sich niemand dieses Bauwerk näher angesehen hat. Ja. Ich habe keine andere Erklärung dafür. Tja, hätten die Leute mehr Freizeit, dann täten sie sowas auch Was sehr. ist deine Aufgabe hier?
Ich versuche herauszufinden, wohin uns dieses runde Portal führen. Runde Außerdem Portal. helfe ich Nefarius bei der Suche nach dem fehlenden Ornament. Sicher ist, dass das Portal zu einem Teil der Insel führt, den wir noch nicht kennen. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, jemals davon gehört oder gelesen zu haben. Hochgradig interessant, du alter R-Roller. Wie sieht's dann Kannst du mir aus? etwas über die Magie beibringen? Wenn wir erstmal drüben sind, stehe ich dir zur Verfügung. Erstmal drüben sind. Alles klar. Hier. Wie komme ich am schnellsten zurück in die Stadt? Du gehst am besten den gleichen Weg zurück, den du gekommen bist. Du könntest aber auch... Nein, das wäre zu gefährlich. Nein. Spuck's aus. Teleporter, ne? Ja, die Erbauer dieser Hallen hatten ihre eigene Art zu reisen. Soweit wir das beurteilen können, konnten sie sich teleportieren. Das ist doch nichts Besonderes. Die Teleportieren. Teleportersteine, die wir hier in Korinis gefunden haben, schon. Es scheint so, als würde der Teleporterstein hier in diesen Hallen zur Hafenstadt führen. Jedoch hat noch keiner von uns den Mut aufgebracht, ihn zu benutzen. So. Dann. Wo ist dieser Teleporterstein? Im Beckenraum gibt es eine Tür. Dahinter habe ich ihn eingeschlossen. So. Gib mir den Schlüssel. Ich will mir das Ding mal ansehen. Wirklich? Aber ich übernehme dafür keinerlei Verantwortung. Gib schon her. Das ist Hier hast du Verantwortung. ihn. Okay. Hier. Ihr wollt tatsächlich durch das Portal gehen? Sicher. Vorausgesetzt, dass wir das fehlende Ornament finden, versteht sich. Ja, das wäre Ich schon gebe Finne. zu, es ist schon eine etwas riskante Angelegenheit. Aber wir müssen unbedingt herausfinden, was es mit diesen ständigen Erdbeben auf sich hat. Alter, ich höre doch, dass du aus der Südpfalz kommst. Ach, wenn du Hochdeutsch redst, hör ich immer noch, wo du herkommst, du alter Landescher Barava. Verzeih Was weißt mal. du über die Erdbeben? Irgendetwas auf der anderen Seite löst sie aus. Vermutlich ist diese Quelle auch verantwortlich für das Erwachen der Steinwächter. Aber das ist nicht meine Aufgabe. Saturas und Kronos können dir sicher mehr darüber erzählen. Ja, ich suche lieber hier in der Ecke nach Teleportornamenten. Okay. Was glaubst du, werdet ihr drüben finden? Ich bin mir da noch nicht sicher. Ich vermute, dass es auf der anderen Seite ein ähnliches Bauwerk wie dieses gibt und ein Gegenstück zu diesem Portal. Alles Weitere werden wir sehen, wenn wir da sind. Jo, genau, super Plan. Hier. Wo sind die anderen Teleportersteine? Wir haben bisher nur einen weiteren, etwa im Zentrum von Korinis gefunden. In der Nähe der Taverne zur Toten Harpie. Gut, dann haben wir noch so einen anderen Dummschwätzer. Myxia, bei dem war ich ja schon. Das ist der, der uns die Sprache lehrt. Die Sprache der Priester habe ich jetzt nur noch zu lernen. Merdarion, mit dem habe ich ja gerade ewig gesprochen. Und das ist der Südpelzer, der Merdarion. Und dann brauche ich noch den anderen Hansel, der noch hier irgendwo unterwegs war. Aber der ist, glaube ich, aus dem Raum rausgelatscht. Genau, da ist er doch. Der Kronos, der Hüter des Erzes. Der ehemalige. Hey, du. So. Kann ich kurz stören? Du bist es. Dass ich dich noch mal zu Gesicht bekomme, hätte ich nicht gedacht. Ganz schön mutig, dich Vor noch lauter mal Schock bei uns blicken zu hast lassen. du ja ganz die Stimme verändert. Es gab Zeiten, da hätten wir dir glatt das Fell über die Ohren gezogen. Du kannst froh sein, dass das schon ein paar Wochen her ist und sich alle wieder beruhigen konnten. Okay. Was machst du hier? Meine Aufgabe besteht darin, mehr über die Wächter des Tempels herauszufinden. Das ist schon ein harter Brocken im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Steinwächter haben eine mir völlig fremde Eigenschaft. In einem Moment stehen sie völlig leblos herum und im nächsten Moment stürmen sie wie besessen auf dich los. Ich habe ihre treibende Kraft noch nicht bestimmen können, aber eins ist sicher. Sie ist magischen Ursprungs. Ja, geil. Dann, ach ja, da ist immer noch der Händler Erzähl hier. mir mehr über diese Steinwächter. Viel kann ich dir bisher noch nicht sagen. Wir haben sie leider zerstören müssen
Jetzt sind sie ungefährlich. Als wir hierher kamen, haben sie uns angegriffen. So. Wir konnten sie nur mit vereinten Kräften besiegen und ich befürchte, dass hinter dem Portal noch mehr davon auf uns warten. Deswegen sind sie Es Wächter. muss einen Weg geben, ihre treibende Kraft zu bannen, sodass sie nichts weiter sind als Statuen und das auch bleiben. Schauen wir mal. Aber erstmal hier. Kannst du mir ein paar Ausrüstungsgegenstände verkaufen? Warum nicht? Wenn ich mich recht erinnere, haben wir damals schon gehandelt. Genau. Sag mir, was du brauchst. Okay, da hat immer noch ein paar Tränke. Das ist natürlich sehr schön. Die hole ich mal sofort. Windhose. Ja, klasse. Was hat er denn? Eislanze. Schaden 100. Naja, so toll ist das jetzt auch nicht, mein lieber Freund. Naja, eine Laborwasserflasche könnte ich mir auch noch holen. Und dann lassen wir es mal gut sein. Gut, dann, den ich aber auch sage, ich gucke jetzt immer noch dem Teleporter. So, dahin müsste dann reingehen. Ja, das gerade so kracht. Und ich würde sagen, ihr liebe Leute, wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Iron Yankee.